Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum und wir sind hier beim Endboss der Unlicht-Krypta-Stufe. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ach, Namen. Was sind schon Namen? Eine Rose würde auch schmecken, wenn man sie in Ingwer einlegen würde oder so. Irgendwie hat er gesagt. Also, ich habe gesehen, wie das Ding aus dem Kerker kam und es ist definitiv nicht hier, um eine freundliche Jam-Session zu veranstalten. Verteidigungspositionen. Jawohl. Verteidigungsposition heißt Bogenschützen nach vorne. Weiß jeder. So, jetzt gucken wir uns denn erstmal genau an, was das für ein verdorrter Halbgott ist, dieser Berus, möchte gern Berus da. So, was haben wir denn? Makabre Berührung, ätherisch, bla bla, Kettenschlitzer. Physischer Einzelzielangriff, der das Ziel 2 Felder zurückstößt. Sind da nicht Löcher im Boden? Muss man drauf achten. Ruf zu den Waffen. Belebt 2 Skelettwaldläufer wieder, die im Gefecht helfen. In die Schatten. Wird verborgen für die Dauer von 3 Zügen. Schattenriss. Magischen Schaden verursacht. Eine Chance von 2 Züge lang erschrocken zu belegen. Die Verwendung erfordert verborgen. Das hat meine Assassine auch. Materialisieren. Erfordert und entfernt verborgen bei Einsatz. Verursacht magischen Schaden in einer Aura um sich herum. Und hat eine Chance von 70%, 2 Züge lang mit erschrocken zu belegen. Ziele mit erschüttert erhalten immer erschrocken. Okay. Kettenspurt. Ein Angriff, der horizontal durch 3 Felder brecht, physischen Schaden verursacht und Einheiten zufällig 2 Felder nach oben oder unten stößt. Versteinert vor Angst. Schwächung mit unendlicher Reichweite. Ja, geil, habe ich Bock drauf. Die eine Chance von 50% hat, betäubt zu verursachen. Zielt nur auf Einheiten mit erschrocken und erschüttert ab. Entfernt erschrocken und erschüttert von getroffenen Zielen und Todesröcheln. Einzelzielangriff, der 90% der aktuellen Lebenspunkte des Ziels als magischen Schaden zufügt. Kann nur Einheiten als Ziel wählen, die mit erschrocken, erschüttert belegt, bla 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 bla. Verdorrte Gestalt eines Halbgottes, der seit Äonen eingekerkert war. So. Nun, so hübsch finde ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Da hätte ich mir mehr erwartet. Oh, wo wir gerade bei mehr erwartet sind. Lass mich mal kurz rausgehen. Dieses Spiel hat ein kleines Problem. Und zwar, ja, dass die Qualitätsstufe bei jedem Start auf niedrig gestellt wird. So. Weiter. Sieht's jetzt besser aus? Nee. Ja, ich glaube, es wird gar nicht auf niedrig gestellt. Ich glaube, es sieht nur so aus. Ist ja auch egal. Ich mache trotzdem, ja, Hammer. So. Also, wir fangen an mit unserer Assassine. Fällt mir eben erst auf. Guck mal, der läuft ja rum. Also die bisherigen Endbosse, ja okay, der erste hat auch rumgelaufen, aber der okay, eigentlich sind alle rumgelaufen, der Wüstenendboss, die laufen alle rum. Ja, keine Ahnung, ich habe da irgendwie komisch. So, jetzt aufpassen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist ein Abgrund, weil da wird man reingestummt. Da übrigens auch. Und da auch. Alles nicht sehr schön. Aber funny. Okay. Gut. Plan. Ausführung. Plan. Hier hinsetzen. 1, 2, 3. 4 Felder. Gehe ich mit meiner Assassinen, dann ziehe ich ihn heran und ziehe ihn in dieses Feld rein, wo er Schaden erleidet und dann nochmal Schaden, weil ätherische und untote Einheiten erleiden 10% Schaden, wenn sie drauf oder daneben stehen. Was er ja dann tut. Gut. Can do. Würde ich mal sagen, wenn er sich jetzt nicht gerade rumbeamen kann oder so, sollte das doch zu schaffen sein. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Haben wir noch was Cooles Neues gekriegt, wo wir gerade brauchen können? Bluten belegen brauche ich nicht. Erfahrungspunkte Zuwachs. Wir sind schon gut aufgelevelt, das wird schon. Ja, nö. So. Oh, das da ist natürlich interessant. Der Seelenskarabäus wird ein zusätzlicher Aktionspunkt vergeben. Das wollte ich eigentlich ihm geben, damit er weniger physischen Schaden erleidet. Ich glaube, das mache ich, weil ich nämlich glaube, dass der gar nicht so viel physischen Schaden macht. Weil der will ja nur zaubern. Der will doch nur zaubern. Weißt du? So, gut.
Los geht's. Jetzt gucken wir, ob mein Plan funktioniert. Ja. Also erstmal so. Dann in den Chef da beiziehen, ja? Ja, der steht in dem Dingens drinne und hat jetzt dieses... Was ist das? Er hat es auf jeden Fall. Verteidigungsschwächung. 10% erliedener Schaden. So, aber so weit sind wir noch gar nicht. Ich bin ja jetzt unsichtbar mit meinem Mädel. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nochmal durch ihn durch. Und tue ihn mal noch mit einem bedingst belegen. Und dann gucken wir auch gleich, was wir noch so im Beutelchen hätten. Eine Wurmfalle. Bringt heilendes Pulver was gegen ihn? Könnte man nachgucken, ne? Nahkämpfer, makabre Berührung, ätherisch, Kettenschlitzer, Schattenriss. Bin mir nicht sicher, ob er ein Untoter ist. Also er ist ja nicht tot. Untote werden ja durch Heilung geschwächt. Also dann lassen wir das. Dann gebe ich dem jetzt keine Heilungsgedönse. So, wir bleiben mal mit der Assassine einfach hier. Wo ist sie denn, die Assassine? Guti, ja, bleib hier. Ist alles gut. So. Aber mit ihm hier bringen wir uns schon mal in Position. Ja, der geht über das ganze Feld. Haben wir ja gelesen. Ich weiß nicht mehr, bei was war das wieder. Schaden. Also so grundsätzlich. Achso, das sind Löcher. Ich muss mich vom Loch fernhalten. Halt dich fern vom Loch. Sonst ergeht es dir schlecht. Gato. Ich könnte ja hier hingehen. Und dann kriege ich ja, also wenn er dann auf mich zukommt, so, weißt du? Wenn er das machen würde. Würde er das machen? Würden wir das ausprobieren? Na klar, würden wir das ausprobieren. So, ein Treffer. Das heißt, wenn er jetzt an mich kommt, dann hauen wir ihn. Wir lassen ihn hier einfach stehen. Selbiges machen wir auch mit ihm stehen lassen, damit er im nächsten Zug durch den Skarabäus nochmal darf. So, und hier können wir gerade mal... Ja, egal, du kriegst Angriff getrommelt. Wäre vielleicht besser gewesen, Verteidigung zu trommeln, gerade bei ihm, aber das passt schon. Das passt schon. So, jetzt pass auf. Haha! 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 Haben wir ihn gleich mal geschnetzelhackt. Hat sich aber... Ei, wir stehen vorm Loch. Hab ich's nicht sogar noch erklärt. Moment, der kann 2 Züge machen? Der bescheißt doch. Das stand da nirgends, glaube ich. Ja, hat er keine getroffen, weil er Lusche ist. So, jetzt pass auf. Folgendes habe ich vor. Bedecke ein 7×5 Felder großes Gebiet 4 Züge lang mit Schatten und Werte verborgen. Innerhalb des Schleiers kann die Attentäterin zweimal handeln und ihre Abklingzeiten werden reduziert. Verbündete erhalten im Schleier... so weit sind wir noch nicht. Wir sind im Moment aber noch unsichtbar. So, wir lassen sie erstmal so. Und dann... Aber was ist mit dir hier? Was ist denn mit deinem Ultimate? Der Krieger dreht sich an Ort und Stelle, gewinnt an Schwung und stürzt sich dann nach vorne, wobei er Gegnern, die in seinem Weg befinden, massiven physischen Schaden zufügt. Endet in einer Konterhaltung für 1 bis 3 Treffern. Ja, das ist doch was, oder? Und das... Oh, guck mal. Der trullert sich dann so, weißt du? Und am Schluss steht er dann da. Das heißt, ich würde 2 treffen. Nee, 3. So würde ich das nämlich machen. Achso, so in dem Plus. Achso, dann natürlich so, ne? So, aber erst muss ich noch mal gucken, wie geht das Dingens? Wie? Das ist alles? Einfach nur X gedrückt halten und dann A? Das kriege ich hin.
bin mir relativ sicher, dass ich das hinkriege. Hab ich die weggefratzt, hä? Hab ich die weggefratzt. Oh, ey, jetzt steht er schon wieder am Loch. Aber ich bin noch in Konterhaltung, was auch immer das bedeutet. So. Warnung, das da wird bald ausgelöst. Also muss ich gucken, kriege ich den irgendwie da hoch? Keine Ahnung. Aha. So. Jetzt gucken wir erstmal, wir gehen erstmal an ihn ran, ja? Aber erstmal gucken wir, was kann der angeben. Angeben und blase das Kriegshorn, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst. Schwächt Gegner in einem kegelförmigen Bereich mit blutend taub verwirrt für die Dauer von 2 bis 4 Zügen. Wenn das Ziel markiert taub belegt ist, ersetzt es 1 bis 2 Züge lang mit benommen. Ist es denn? Nee, ist es nicht. Aber kann noch werden. Wenn ich mit der Attentäterin da durchgehe. Gut, machen wir genau so. Wie groß ist der Bereich von deinem Ultimate? Das heißt, ich könnte den so machen. Ja, gut. Lass mal ihn hier stehen. Merken wir uns. So. Jetzt zu uns erstmal. Was ist dein Ultimate? Entfessle das ultimative Trommelsolo für massive Stärkungen. Verbündete innerhalb der Aura enthalten eine 5- bis 12%ige Regenerations- und Reduktionsstärke für 3 bis 12. Wechselt die Aura der Kriegstrommel auf Aura der Kriegstrommel ultimativ und stärkt sich selbst mit Rhythmus über. Gut. Gut. Das ist auch gut. So, jetzt zu dir. Ich will gucken, was er so kann. Was ist dein Ultimate? Also der ist schon mal nix, ne? Weitreichende, gekrümmter Effektbereichschuss, der massiven physischen Schaden verursacht, der Nervenwinkel. Der Kurvenwinkel kann mit oben unten angepasst werden. Wie mache ich das mit oben und unten anpassen? Weiß ich nicht. Sag mal her. Aha. Ach so. Ach so meint er das. Ja, geht so. Fangen wir damit an. Wie war der? XXX, links, links, rechts, rechts. Ah. So. Ich hätte es halt lieber, wenn er sich hier hinstellen könnte. Ich kann es mal probieren. Ja, aber das geht halt nicht, ne? Hab ich ja nicht. Kann ich ihn hier hinstellen? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir testen mal was. Wir testen mal was. So, 287 Mehrfach-Ziel-Fernkampfangriff. So, wie war das Dingens? Links, rechter Button, ganz viel A. So, hat Schaden gemacht und jetzt müsste ich theoretisch nochmal dürfen mit ihm. Jawohl! Der. Na, aber ich. Achso, ich darf nur noch. Achso, das ist ja doof. Ich dachte, ich kann mich nochmal bewegen. Oh. Das ist ein bisschen doof. Weil er kriegt ja. Er kriegt sehr wohl Schaden. So. Wie war das wieder? XXX, links, rechts, A. Okay. Dann machen wir das nämlich. Guck. Oh, ging so. Habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Aber so ist es halt. So, jetzt. Ach so, ja, ich muss da erst. Oh ja, das hätte ich eigentlich zuerst machen sollen. Nee, nee, Mädel. Nee, nee, hör mal zu, was ich dir sage. Dahin gehen, dann dahin. Dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann ist er fertig. So. Und jetzt bitte. Also jetzt erstmal warten, ja? Weil jetzt darf er nämlich sein Ultimate zünden. Jetzt sind nämlich alle drin. Wo ist denn der vierte? Ach, der steht da unten. Es sind fast alle drin. Okay?
Muss aber reichen, ja? Wie war das Dingens? AXA, XA, am Schluss Buttons. So. So, jetzt haben wir mal ordentlich Zeugs gekriegt, ja? Guti, jetzt darfst du dran mit deinem Ultimate. So haben wir das gemacht. So, wie war der nochmal? Rechter Button, links, rechts, links, B, A, X. Das wird ja immer komplizierter hier. Hey, Mann. So. Wir haben ihn zumindest mal gut 50% Energie abgezogen. Und ich habe hier noch ein Ultimate. Sehr schön. Wie war der? Links, rechts. Rechts, links. X. Ja, ist das nicht. Muss das denn alles so kompliziert sein? Aber locker hingekriegt. So, jetzt sind meine Leute zumindest bis auf ihn oben. So, und jetzt kann ich noch ein bisschen rumlaufen und ihn zum Beispiel... Ach, kann ich jetzt noch mal? Oh, na das ist ja ein Ding. Dann könnte ich ihn ja noch mal markieren. Wie oft ist er denn jetzt markiert? Einmal nur. Schade, aber macht nichts. 118, 165. Ja, komm. So, guck mal. Gut die Hälfte hat er schon weg. Was ist jetzt los? Ah ja, ich kann ja nochmal laufen. So, jetzt... Moment, ich kann da jetzt nochmal... Bin im Schleier. Ich kann da jetzt nochmal angreifen. Das sag ich nicht nein. Das sag ich nicht nein. Das sag ich nicht nein. Ah, nein, doch, nee. So, ja, das war richtig. So, und jetzt pass auf. Jetzt musst du ihn zuzeln. Ach, das geht gar nicht. Hab ich ganz vergessen, habe ich ja schon. Ich habe ihn ja schon gezuzelt. Und verdeckt bin ich noch. Ja, pass auf, dann machen wir das. Dann machen wir das so. Und dann wird er gehackschnetzelt. Irgendwie. Was macht denn viel Schaden? Du da machst viel Schaden. Nochmal. Ja gut. Ey, hat der überhaupt eine Chance? Kann ich jetzt nochmal? Nee. Aber ich kann nochmal durch ihn durchlaufen. Das ist ja mal krass. Sollen wir noch einen Bomber auf ihn draufwerfen? Nein, komm. Wir müssen ihm auch mal eine Chance geben, weißt du? Der arme Kerl. Guck mal, der steht da rum und macht nichts. Der kann ja gar nichts machen. Die Lusche. So. Dann fangen wir erstmal an. Ich hau ihn mal ein bisschen. Das hat sogar zurückgestoßen, sehe ich gerade. Das ist ja Wahnsinn. Easy. Guck mal, und jetzt hat er hier noch seinen Move, wo sogar Schaden macht, ja. Seinen Move, der sogar Schaden macht. Ist ja unglaublich. Ja, den hätte ich gerne. So. Junge, das wird der easyste Endgegnerkampf des Lebens. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich übrigens das hier noch gemacht vorher. Bin aber nicht schlau. Bin ein kleiner Depp. Aber das macht gar nichts. So. Halt, das war eins zu viel. Dahin wollte ich.
Und jetzt machst du diesen im Verborgenen. Der ist, also... Mann, es ist so schön, dass das Leben, dass dieses Spiel auch mal für mich da ist. So, nämlich, Spiel. Fühlt sich das an, wenn man in ein Gebiet kommt und gemobbt wird. Genau so. Und jetzt haben wir ordentlich zurückgemobbt. Wer mobbt, wird gemobbt. Oder so. Nee, wer nervt, wird genervt. So sagt meine Freundin als zu meinen Katzen. So. Oder zu unseren. So. Angriffe haben eine Chance von 50%, 150 Schaden beim Gegner oder nur 15 Schaden. Ach übrigens, wir haben übrigens gerade den Boss besiegt. Und er hat genau gar nichts machen können. Der Armerle. So. Haben eine Chance von 50%, 150 Schaden beim Gegner oder nur 15 Schaden bei mir selbst zu verursachen. Das ist doof. Sprengmuscheln nehme ich mit, heilendes Pulver sowieso und den Rhythmusstein auch. Claro, Paro. Gibt wieder Levelaufstiege, aber ich glaube, es gibt keine neuen Sachen mehr zu lernen. So. Achso, da waren wir schon. Alles klar. Weiter geht's. Mann, okay, das ist jetzt aber... Okay, es hat immerhin, ich sehe gerade 21 Minuten. Aber nur, weil ich so viel geplappert habe. Gelaplappert. So. Das war's. Fühlt es sich an, als ob das Ding große Schmerzen litt. Das tat es. Ruh dich jetzt aus, Kumpel. Dein Leiden hat ein Ende. Ach, ist das ein guter, hä? So, und jetzt können wir ja wieder oben in das Rhythmusding uns reintrommeln. Gucke. Ach, schön. Ach Mann, ne, das ist, ja, können jetzt Leute sagen, ja, das war jetzt ja gar kein Kampf, das war ja mehr ein Gemetzel von meiner Seite aus, ja, und? Mann, ihr habt gesehen, ich meine, wie viele Folge ist das? 30 oder so? Ihr habt die Folgen vorher gesehen, die ersten 20 Folgen, wie ich leiden musste, Kann auch mal der Gegner leiden, so. Mann, ach, ist das schön, das gefällt mir. Ich mag es einfach, überpowered zu sein. Ich bin erschüttert und froh, hier wegzukommen. Was war das überhaupt? Ausnahmsweise habe ich keine Ahnung. Jo. Unter all dem Leid hat es eine göttliche Aura. Fragen wir Djembe. Er schien mehr über den Kerker zu wissen, als er zugeben wollte. Gute Idee. Jetzt hört er diesen Beat an. Okay, das ist ein Beat. Ja, weiß. Bumchak, Bumchak kriege ich gerade noch hin auf dem Schlagzeug. Also ernsthaft jetzt. So. So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Lebenspunkte, na nicht Lebenspunkte, aber ein bisschen Punkte verteilen. Und dann sehen wir weiter. Okay. Willkommen, Kriegstrommler. Vermochtet ihr den Kerker zu versiegeln? Als wir dort ankamen, war er bereits durchbrochen. Wir mussten kämpfen und die Gefangene erschlagen. Djembe, hast du eine Ahnung, wer oder was das war? Sie war die Tochter von Mutter Rhythmus. What? Das war die Tochter von Mutter Rhythmus? Das war seine Mutter? Du Scheiße, jetzt wird hier plötzlich auch noch Story aufgefahren. Oh, ja, es tut mir leid. Das ist schon gut. Wenigstens hat ihr Leiden nun ein Ende. Das ist unpassend. Warum sollte Mutter Rhythmus so etwas tun? Deine Mutter einfach so einzusperren und uns wissentlich darunter zu schicken, ja, die war halt verdattelt. Oder so. Hieß doch verdattelter Halbgott. Es ist grausam, aber das ist nun mal die Strafe dafür, einen anderen Gott zu töten. Oh, hat sie seinen Vater getötet? Also, oder seinen Opa, oder was? Ne, wie war das? Ja, weiß, was ich meine. Es war meine Mutter, die ihre jüngere Schwester in der sogenannten Roten Wüste tödlich verwundet hat. Und sie blutend auf dem Sand zurückließ, was eine Blutflut auslöste, die viele Menschen auslöschte. Mutter Rhythmus war zornig. Ich wollte gerade Rhythmus verbessern. Rhythmus war zornig. Denn meine getötete Tante war stets ihr Liebling gewesen. In ihrem Zorn kettete sie meine Mutter unter der Erde an und schwächte meine Macht, falls ich mich rächen sollte. Okay. Ja, okay, tut mir leid, das zu hören. Ist schon in Ordnung. Ich habe gelernt, ihre Handlungen zu verstehen und mich damit zu arrangieren. Komm, laber nicht. Der plant doch was. Danke, dass ihr Anteil nehmt. Wenn das vorbei ist, hoffe ich, dass ich meine Mutter gebührend verabschieden kann, wenn Mutter Rhythmus es erlaubt. Das sollte sie lieber und wir werden da sein, um zu helfen. Und nun lasst uns versuchen, die Reise zu beenden, auf der wir sind. Ich habe da eine Vermutung. Und zwar hier, pass auf,
Also wie die Story weitergehen könnte. Ist doch schon aufgefallen, dass er ein bisschen wie ein Stein aussieht. Also er hat so Ecken und Kanten und so kantig und eckig. Das sieht aus wie das allererste PlayStation 1 Maskottchen. Kennt ihr noch dieses Polygongesicht? Falls ja, seid ihr wirklich alt. So. So sieht der aus. Kann das sein, dass er ein Kristallfuzzi ist? Und ihr habt das nicht gesehen, aber ich habe ja gesagt, habe ich da durchgespielt und den letzten Gegner besiegt. Das war eigentlich ein Felsen, ein Kristallfelsenviech. Felsen, Kristall, weißt du? Kann das sein, dass er das ist? Irgendwie so? Der letzte große Endboss? Wir werden sehen. Falls es stimmt, hier habt ihr das zuerst gehört. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Der Schrein der Besserung bringt nicht viel. Wir haben keine Flüche. Wir sind da einfach durchgerusht. Wie nix Gutes. So. Wir labern nochmal mit dem. Vielleicht hat er was zu sagen. Ja, kennt ihr nicht. Ja, bla 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 bla. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir seinen Laden leer kriegen. Zweiseitiger Schild habe ich schon. Geborstenes Metronom. Schlechter Treffer zählen als perfekte kritischer Treffer, während perfekte. Garantiert hole ich das nicht. 20% kritischer Schaden. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben 10% kritischer Schaden, soweit ich weiß. Wir gehen mal oben auf Verkaufen. Und gucken mal. Das war so ein schwarzes Messer da. 10% kritische Chance. Ja, aber kritische Chance? Ist doch doof. Du willst doch kritischen Schaden haben. Ja. Ja, richtig. Will ich haben. So, ich habe immer noch Punkte. Und dann verkaufe ich gleich, weil ich es kann, den da. Kritische Chance. Ja, ja. Bla, bla. Verkaufen wir gleich. Ja, es gibt nur 15. Mal gucken, was wir sonst noch nicht brauchen. Das war eigentlich doch ganz praktisch. So, das machen wir beim nächsten Mal wieder rein, aber jetzt nehmen wir es erstmal raus. So, das können wir verkaufen, weil das werde ich nicht nutzen. Oder das bringt nichts, das brauchst du relativ früh, dann macht's richtig Zores. EP-Zuwachs brauchen wir nicht. Bluten zu belegen. Die werde ich nicht nutzen. Angriffe 5... Nee, nehmen wir nicht. Gezackte Klinge, die haben wir doch eben erst gekauft. So, was können wir denn noch verkaufen? Dann mal gucken, ganz oben anfangen. Das ist alles in Benutzung, richtig? Ne, die Adlerfeder nicht. Den da auch nicht, ja. Immun gegen Blut, das behalten wir einfach, weißt du? Hastschleim, haben wir das nicht da oben gehabt? So, da ist noch Hastschleim. Ja, der Rest passt so, oder? So. Kann ich noch was kaufen? Ja, schon, aber wir tun neu auswürfeln. Münze des Raffzahns. Ich könnte sagen, Münze des Raphaels. Verursache 11% mehr Schaden. Der Prozentsatz steigt um 1% pro 30 Gold. Oh. 15% maximale Lebenspunkte und das da letzter Fan. Chance von 3% bei jedem Angriff 999 Schaden zu verursachen. Nee, das ist auch doof. Komm, kann ich nochmal würfeln? Nee. Nicht? Kann ich nicht nochmal würfeln? Okay, was ist das da? Verwirrungsgranate. Ich hab vergessen, erst das Zeug zu kaufen, bevor ich... Ja, egal. Jetzt kaufen wir einfach. Alles leer hier. Verwirrt werden während der Rhythmusphase. Ja, bringt das überhaupt was vom Gegner? Das lassen wir. Wo ich mich wieder selbst damit in die Luft sprenge, weißt du? So, jetzt, nee, rüber. Achso, unbenutzte Schmuckstückplätze. Stimmt, die habe ich, glaube ich, bei ihm. Stimmt, der kriegt jetzt ein bisschen mehr Schaden, mein Guter. Mein Bester. So, jetzt nochmal rüber zu ihm. Rhythmuskette schmieden. Ach, schon wieder so eine. Ich habe gehofft, dass wir eine kriegen mit Bogenschütze. Die könnten wir brauchen. Fegende Rhythmuskette. Ausgewogene Rhythmuskette. Ja komm, die schmieden wir einfach beide, oder?
machen wir eine Heilung. Ja, oder? So, machen wir das. Rechter Button unten, oben, linker Button A. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Ich hab's verpeilt. Ach, dieses rechter Button unten, linker Button A, ey, da komme ich durcheinander, weil da, wieso nicht rechter Button A und linker Button A? So, das würde ich ja nicht anlegen. Mach mal nochmal. Guck mal, das kriege ich hin. X gedrückt halten. Dann oben und ganz viele Buttons. Buttons. Ja. Minus 10% erlittener Schaden machen wir da rein. Und dazu noch 28 Schaden. So. Machen wir da. Obwohl. Nee, Schaden hab ich. Ja, jetzt hab ich's drin, ist mir jetzt auch egal. So. Was muss ich drücken? Ich hab's. Oh, schau, kippen. Hey, ich hab quasi fast getroffen. Naja. Die macht Verstärkung. Anlegen, ja, ich weiß nicht. Der hat eine geilere, oder? Der hat dieses Schicksalsdingens da. Da. Deswegen. Mittelmagie-Schaden. Ja. Jetzt könnte man halt das da machen. Mittelmagie-Schaden. Oh, der macht mehr. Ja, dann. Ist in Ordnung. Kriegst du. Darfst du haben. So, er hat immer noch keine Rhythmus. Ach, stimmt, er hat immer noch keine Rhythmuskette, gell? Er hat gerade Schlangen und sie hat auch, aber er hat keine. Das ist mein Problem. Nun ja. Achso. Wollte ja noch gucken, ob das jetzt besser ist. Rüstig belebend. Nein. 110 und die er hat, macht... So. Okay. Dann sind wir gerüstet für die nächste Folge. Würde ich mal sagen. In der nächsten Folge machen wir dann weiter, ne? Komm, wir gehen schon mal gucken. Komm, ich halte es nicht mehr aus, hey. Der sagt jetzt hier, ich kann gerade nicht reden. Hey, Jembe. Verzeihung, meine Aufmerksamkeit ist im Moment schon beansprucht. Ja, siehst du, jetzt pass auf. Also, jetzt guck. So, also. Schwarzenberge. Kann nichts anderes wählen. Oh, geil. Auf in die Schwarzen. Jetzt kommt der Jembe und redet mit dir. So, und jetzt pass auf, guck. Der ist doch voll der Kristallschädel. Ich glaube nämlich, dass er der große Obermutz ist. So. Das letzte Mal, als ihr den Feind gebrochen habt, gewährt dies Mutter einen Einblick in seine Gedanken. Die massiven Kristallsäule in seiner Höhle ist die Hauptquelle seiner Kraft. Aha. Also hauen wir stattdessen auf die Kristallsäule, bis sie platzt. Sie wurde aus einer gottlosen Menge an Macht geformt. Eure Kriegskapelle kann sie nicht direkt beschädigen. Wir müssen das Geschöpf abermals töten. Ja, das hört sich besser an, das kann ich. Götter töten, das kann ich. Ganz genau. Das letzte Mal, als ihr die Bedrohung vernichtet habt, hat das den größten Teil der Energie in der Kristallsäule verbraucht. Dieses Mal sind sowohl die Bedrohung als auch die Säule in einem viel schlechteren Zustand. Also, wenn der Kristallsäule schon der Saft ausgeht, müssen wir dem Kerl nur noch die hässliche Fresse einschlagen? Mann, ich mag seine gewählte Ausdrucksweise. Ja, ich glaube ja. Seid aber auf Überraschungen gefasst. Ich spürte, dass da noch etwas anderes ins Spiel kommen könnte. Ja, du! Ich hab dich im Verdacht, Kollege. Ja, um die werden wir uns auch kümmern. Kein Problem. Vorwärts! Guti! So, dann gucken wir mal. Okay. Wir gucken mal kurz rein. Ihr habt das ja noch gar nicht gesehen, die dunklen Berge, so, gell? Alles klar. Zuerst bahnen wir uns einen Weg durch diese blasphemischen Kultisten. Dann brechen wir dem Kristalltyp die Beine. Noch Fragen? Nope. Oh.
Trommler, lasst den Rhythmus los, begrüßt das Chaos. Oh, guck mal, er reimt. Ha, hat das noch jemand gehört, diesen schlechten Reim? Eure Göttin beherrscht euch, kommt zu mir, ich schenke euch die Freude. Das reimt sich nicht mehr. Ich habe mal ein bisschen nachgeholfen. Ich höre es. Es kommuniziert irgendwie mit uns in unseren Köpfen in Reimen. Das ist verrückt. Hört nicht hin, Leute. Die Reime sind zu schlecht. Ich werde versuchen, es mit der Aura meiner Kriegstrommel auszusperren. Na los, gehen wir weiter. Aber was er meint ist, er trommelt direkt neben deinem Ohr, dass du einen Gehörsturz kriegst, dann hörst du das nicht mehr. Voll gut, oder? Das ist ein langer Weg. Aber so viel Auswahl hat man hier nicht. So, wichtig ist, dass wir da hinkommen. Und dafür müssten wir 1, 2, 3, 4 Kämpfe machen oder 1, 2, 3 Kämpfe. Ich glaube, wir gehen dieses Mal diese Route. Da haben wir einen Kampf weniger. Auch wenn das ein schwieriger Kampf wird, aber wir sind ja gut. Wobei, eigentlich bräuchten wir ja Kämpfe, um unsere ultimatives Gedönse da aufzuballern, ja? Weil der ist nämlich ziemlich unten. Auf 5% jeweils. Oder noch weniger. Eieiei. So. Ich glaube, wir kriegen das nicht aufgeballert. Oh, Kacke. Das wird übel schwer werden, sage ich euch. Naja, dann wird es halt übel schwer, aber es wird erst morgen übel schwer. Okay, morgen geht's weiter. Wir sind quasi so im Endrun. Sofern wir das schaffen. Wenn wir den Boss nicht schaffen, machen wir noch ein bisschen weiter. Okay, bleibt gemütlich. Esst Fleisch. Legt euch Muskeln zu. Notfalls Leize vom Nachbarn. Tschüss. Keine Ahnung.